Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Yoldaş, kendine eigentlich so ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zen ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der schönsten Kurd aus der Schweiz. Ja. Das allerletzte Mal im Jahr Für immer fertig ist jetzt. Für immer. Im Jahr 2022. Achtung, wenn du das wieder auf installst. Ja, das ist. Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil der Woody wieder in den Raum reingekommen ist. Sorry. Alles gut, Haben das länger ist. noch gesehen. Welche Folge ist das? 38 jetzt, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Und wenn ihr das hört, ist ja schon das neue Jahr. Yes. Und ja, ich hoffe, wir sind alle gut gerutscht. Ist dann gut, oder? Ja, alles super. Wolltest du auch noch etwas sagen oder bin ich allein da? Bro, ich bin gerade beschäftigt mit dem Hund. Ja. Er hat mich lange nicht gesehen, ich habe mir viel Liebe umgegeben. Ja, wenn ihr das hört, ist neues Jahr, neues Ihr, scheiß auf den Rest, fickt den Rest. Das ist ab jetzt ein TED-Talk, Logo du Foi, focus on yourself, fick den Rest. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Ich hoffe, ihr habt eine geile Zeit gehabt und wenn nicht, auch nicht geil gerutscht habt, ist auch easy. Es ist eigentlich ein Tag wie der andere, Alter, scheiß auf den Tag, ganz Ja, ehrlich. Mann. Ja, Mann. Grundlos saufen, grundlos kaputt, also mit 18, 19, 20 ist geil gewesen. Gell? Bro, ich weiß gar nicht, aber irgendwie, ich freue mich auch, zum einfach daheim sein heute und nichts machen. Scheiße. Und nichts machen. Und ich glaube, also ich gehe halt schnell mit meiner Family, du weißt, Ja, dort, ein fix. bisschen Halle tanzen. Ja. Ich gehe auch mit der Fam. Kurdisch Tinder. Wo deine Mütter für dich swipen. Ich schwöre, aber schlimm. Ja, Mann. Und ja, ich gehe auch mit Family. Und nachher so anstoßen noch bis so 12, also bis so 1. Nachher heim. Meine Cousins wollen unbedingt saufen. Krass. Aber ich saufe eigentlich, ich habe keinen Bock mehr und deswegen, ich glaube, ab 1:30, 2. Der Gute. Vielleicht in so ein Age. Ja. Ja, für die, die rum sind, wahrscheinlich schon. Ein Neujahrs-Age, gut. Wenn Leute dumm sind, ich bin auch rum. Jonas, was sind so deine Neujahrsvorsätze? Bro, ich habe seit Jahren keinen Vorsatz. Ja, Ja, scheiß drauf. Mach einfach. Bring nichts, enttäuscht dich nur selber. Ja, mach einfach. wirklich? Ja, Bro, wieso wartest du auf ein neues Jahr, um irgendetwas zu ändern? Mach jetzt. Ja, Bro, ich weiß nicht, es ist so wie eine Motivation. Weißt du, was ich meine? Motivation ist auch, weißt du, kannst auch andere Aspekte als Motivation. Ey, Gas, man, Bruder. Ja, ich kann das richtig tun, man, das regt mich auf. Bis es Alter. kaputt geht, man. Es ist ADS, was ist denn? Ah, das- Hey Bro, ich schwöre, ich kann das für das Ding irgendwie 120 Stutz oder 80 Stutz kann ich ausgeben. Aber es ist so instabil, Alter. Bro, fucking Lego ist so teuer, man. Wie meine Beziehungen. Okay, ich sehe, die Motivation ist heute richtig rum. Leute sind wach, Leute sind happy, um mit mir einen neuen Podcast aufzunehmen. Ist geil. Und wir sind ja rum, man. Nein, wo sie gewisse Leute im SRF-Artikel waren, sind sie einfach nicht mehr die gleichen, Mann. Ich spüre es ja gar nicht mehr. Der Artikel ist online, 2 Minuten später, du gerade 298 Tage. Da habe ich den Post eigentlich schon vorbereitet. Aha, ich hab gedacht, Was soll ich in 2 Minuten einen ganzen Post machen? ich hab gedacht, du hast den Artikel gesehen, so, ja, man. Nein, Mann. Also erstmal der Post ist verdammt gut geworden. Ja, finde man. Brutal. ich. Schön, oder? So wie ein richtiges Magazin so. Ja, Ja, fix. Krasse Grafikdesigner auf jeden Fall. Keine Ahnung. Es ist einfach, Überschrift ist wichtig. Ja, Mann. Was ist Überschrift? Ich weiß nicht mehr. Die Überraschung des Jahres. Ah ja, ja. Ah, du meinst den Artikel? Ja, der ist kaputt krass gewesen. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, wo so Leute schreiben, was ist SRF nicht mehr so hohes? Ich habe einen Check geschrieben, ich so, am Dienstag die ganze Zeit, nach dem Artikel kommt gerade am Teilen. Ey, danke vielmals. Welcher Chat? Anerkennung. Was ist denn? Oh shit, ja, stimmt, sorry, ich lese eben nicht mehr so. Ist auch gut, wenn man einen Ficker ist, man halt 17 Chat. Nein, Mann, aber ich meine, also der Artikel ist ja von einer von uns geschrieben worden, sage ich jetzt mal. Also sie ist, ich glaube, sie kommt aus dem Balkanraum, so anhand vom Namen. Aber mad Respekt, Bro, und ich habe dir auch ehrlich gesagt, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, es hat mich berührt, Bruder. An Stellen, wo sonst nur mein... Nein, egal. Nein, das geht ein bisschen zu weit.
An Stellen, wo nur die Scheiße haben. Nein. Also ich berührt, weil, Herz, oder? weil, ja genau, weil sie hat sich die Mühe gemacht, Bruder, und das türkische S benutzt, also weißt du, von meinem Namen Ja, benutzt. voll. Bruder. Ja, Mann. Ich schwöre, ich sag dir ganz ehrlich, Ja. Jungs, es klingt banal, ich habe es gestern auch schon Story da, es klingt banal, aber eigentlich, das ist für mich ein Zeichen von Visibilität und von Respekt und von Toleranz, Bro. Ich bin auch dankbar, dass du nicht meinen Vornamen gebraucht hast und meinen richtigen Vornamen. Abkürzung Zero. Also wäre Ja. das Geheimnis, aber weißt du. So. Nein, aber du bist ja, also wir kommunizieren dich ja immer als Zero. Ja, fix ja, außer der Josh Negroni, der WhatsApp-Chats auf Instagram hochladet mit Vor- und Nachnamen. Ja, Bro, damals noch. Egal, das ist eine lange Geschichte. Voll, Mann, nein, aber es ist wirklich schön, dass wir Du hast uns den Artikel geschickt. Wie bist du auf den gekommen? Haben Leute dir geschickt? hey, ja, so eine, die ich auf Insta folge, Lili heisst sie, Mhm. Shoutout Lili, ist irgendwie eine Kollegin, was schaust du so rum, genau. Nein, Bro, nicht so. Aber auf jeden Fall ist sie irgendwie eine Kollegin von ihr, die den Artikel geschrieben hat, und sie so, hey, falls du noch nicht gesehen hast. Ah, was? Krass. Voll, Mann. Und schön, wirklich, ich muss ganz ehrlich Total, ja. sagen, mega schön, so etwas zu erleben, so etwas gesehen. Dankbar, wirklich, ja. Und ja, mal schauen, was 2023 auf uns zukommt. Es wird. Dankeschön. Mehr. Voll. Und was habe ich noch sagen? Es war noch irgendetwas, gewesen, wo ich als wichtig erachte. Warte. Ich kann nicht Post machen. Der war auch gut, gewesen, danke vielmals. Warte, was habe ich noch auf diesem Bezug sagen? Aber ich bin gut duschen. Und dann. Why? Ich habe heute Morgen geduscht. Und kennst du, wenn du unter der Dusche bist, und dann hast du so voll die Szenarios, Ja, ja. die du dir machst. Und so, Bro, mein Kopf ist wieder mal gewandert. Und ich habe so daran gedacht, Bro, wenn wir eines Tages so einen Swiss Comedy Award oder so gewinnen, in meinem Kopf los schon die Rede, Bruder. Ich gehe an, ich sage ihr, merkt euch meine Worte, ich sage so, danke vielmals fürs Einladen. Der grösste Witz, es sind so viele Künstler da und Komiker, aber der grösste Witz sind immer noch ihr. Ladet uns nie mehr ein. Du wirst das nicht sagen. Genau Du so. wirst- Ich Ja, mache Mann. genau so, Bruder. Du machst. Bro. Ich weiß genau, wie du Wallah, machst. Das erste Mal möchte ich bei allen Beteiligten mich bedanken. Aha. Sarah, Lea, Ja. Stefanie, Ja. Lukas. Lukas. Ja. Und nachher wirst du. Das ist der Josh, wenn er mit den linken Schweizer redet oder Business macht. Mhm. Du also, hey. So tun ich. Hey, also, ja, wir können gerne machen. Immer das Hey fängt schon immer an. Das Ja, das stimmt, das hey mache ich echt ja. oft. Aber ja. du, immer bei ihnen. So. Ja, ja. Und einmal Das ist Masking, Bruder. einmal hast du mir so geredet und ich kann. Kennst du die TikToks, wo zu mir gehen, weißt du, so, wenn dein Kollege mit dir umgeht wie eine von seinen Frauen und weißt du nicht, zurückschreibt und so. Und ich so, Bruder, wie lebst du mit mir? Hey, ja, können wir machen, sehr ruhig. So, ah, Mann. Wo Ey, war's? Bro, ja, es ist nicht einfach Business machen, aber das ist. Nein, Bro. Aber auf jeden Fall, ich denke, du machst anders. Aber ganz ehrlich, ist das ganze Zeug ist ja gar nicht, weißt du, so, wie gewünscht das? Irgendeine Jury entscheidet. Ja, du musst dich selber nominieren und Also, nachher, meistens ist Und so. vor allem, wenn du Voting. darüber geredet hast, das ist schon Ja, Witz. ja. Also, das ist gar kein ist Maßstab, schon dass du da nicht. Nein, Bruder, einfach, ich wollte einfach. Kennst du es gibt so den Kanye, Bro, hat so 2, 3 krasse Speech-Moments gehabt, Bro. Der eine, Guess we never know. der vergisst sich wirklich nie, wo er so sagt, jeder hat mich gefragt, was ich würde machen, wenn ich nicht würde gewinnen. Keine Ahnung, anscheinend werden wir es nie wissen. Weißt du, so Sachen. Ja, fix. Aber eben, das ist so, das, wo ich unter der Dusche denke. Was denkst du so unter der Dusche? Vieles Verschiedenes. Ja. Ich versuche nicht so viel zu denken, sonst kenne ich in ein Loch und gehe so in die In Ecke. Fotostellung. Ja, Fotostellung und Brille und dann ist es also, und dann plus Umweltverschmutzung und so 70 Liter Wasser pro Sekunde am verschwenden. Du bist früher bist du ein recht langer Duscher gewesen. Nein, ich habe immer, In and out. ich dusche nicht lang. Aber es gibt einen Spezialist, wo man ja sehr Wege gesehen Ah, wo ja, gewusst ja. hast. Das ist kein, der, wo unsere Wohnung zur Sauna gemacht Ja, hat. ja, der, wo gewusst hast, wenn er sagt, ich kann duschen, eine Stunde pauschal. Ja, ja, wirklich krass. Er ist glaube ich auch schuld, dass die Strompreise ein bisschen rauf sind. Ja, ja, erstens allein. das und Ja. zweitens ist auch er schuld, dass der Meerspiegel vom Nil abgegangen Ja. ist und dass so viel Wasser braucht hat. Nein, also look, ich habe mich im Internet ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert, was das Jahr so passiert ist. So Ich habe Meilenstein-Szene. Genau, ich tue ein bisschen Revue passieren lassen, was das Jahr so passiert ist. Und wir können einfach über... Darf ich fragen, ob es über uns kommt? Nein, So wie Motherfuckers sind die 48 Stunden. das ist gut, das schreibe ich noch auf.
SRF gewesen. Nein. Also, schau, wir können einfach über etwas reden, falls du jetzt das Gefühl hast, so, das ist etwas, was ich sagen will. Mach Thema auf Ja. und ich schaue, ob ich in diesem Genau. Thema mich begraben oder... Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, um deinen Teil dazu beitragen, Yilmaz. Lizzie in der Box. Juck nicht, fixi, scheiß auf Nicht sie. wirklich, scheiß auf dich. Schön bist du gestorben. Das Jahr haben wir es geschafft, über 8 Milliarden Menschen auf der Welt zu haben. Ist das gut? Es passiert so Nein. viele Sachen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Info oder eine schlechte Info Ja, ist. aber überlege mal, 8 Milliarden Menschen. Ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir, aber ich glaube, es ist nicht lange her, wo wir bei 4 Milliarden Es ist waren. im Schnitt alt 11 bis 12 Jahre. Geht es um 1 Milliarde Uhr. Aber Bruder, ich glaube, vor etwa 50 Jahren oder Ja, wie viel- dort sind, also im Schnitt ist immer wirklich alle 10 bis 12 Jahre hat es immer 1 Milliarde mehr gegeben. Vor 50, 60, 70, 80, 100 Jahren ist noch, vielleicht hat es Babyboom gegeben, aber im gleichen Zug hat einer mit Schnauz gefunden, Ich mache 11 Kinder. nein, ich randere jetzt in Europa. Go. Ja, genau, Bro. Auf jeden Fall, Bro, schon krass. 8 Milliarden Menschen. Es ist weißt- krass, ja. Also, Bro, es sind Zahlen, die du nicht vorstellen kannst. Letztes Mal ist mir Gedanken vorgekommen. Wegen hohen Zahlen, so extreme Sachen, die du nicht vorstellen kannst. Ja, 48 Eigentlich, Stunden. Nein. Mhm. Eigentlich, wenn du überlegst, nur so. Ja. Lichtgeschwindigkeit ist echt easy langsam, Mann. Ey, Bruder, ich wäre so gerne drauf jetzt. Schon. So wie dir über das reden. Bro, aber es ist wirklich so. Wie meinen die Lichtgeschwindigkeit ist so Lichtgeschwindigkeit langsam, Bruder. Wieso? Bro, das ist der schnellste Ding, den man kennt, aber mit dem kommst du auch nirgends an, wo es etwas bringt. Bro, Und weißt du, ich tote Planeten besuchen. der nächste Planet ist 4 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wenn du mit Lichtjahren kannst reisen, bräuchtest du trotzdem 4 Jahre. Also der nächste, wo wir das Gefühl haben, das könnte etwas haben. System. Und stell dir vor, wir gehen jetzt, machen fette Milliarden und machen fette Raumschiff parat mit Eis und so weiter für 4 Jahre. Ja. Nur zum dorthin gegangen, dass einfach die erste in der Situation sind mit Fisch. Erst noch Fisch anfangen und so. Aber Bruder, Lichtgeschwindigkeit. Es ist fett Ich weiß nicht, langsam. wie das gemessen wird, aber wenn ich jetzt Licht anschalte, ist es gerade da. Checkst Also, Bruder. Ich versuche dir erklären. Wenn du den Mond anschaust, Ja. dann ist der Mond eigentlich 30 Sekunden verzögert. Du siehst ihn so, wie er vor 30 Sekunden Ja. war. Weil die Distanz zum Mond ist so weit weg, Mhm. es ist nicht der Ist-Zustand, den du siehst. Es ist das Licht, das zurückkommt vom Mond und das ist 30 Sekunden. Ich weiß auch, viele Sterne, die du anschaust, sind ja schon tot, schon erloschen. Ja, Das fix könnte schon lange. sein, Das ja. ist, Ja. es könnte sein, es könnte auch sein, dass das Licht, das vom Himmel Ich habe siehst, eben Interstellar 30 angeschaut. Milliarden Jahre Leute, die im 2022 oder Leute, die ins 2023 gehen und Interstellar immer noch nicht schauen, weiß nicht, Zum Glück habe ich wie, das was, mit der Freundin gemacht. wie überleben ihr in diesem Zeitalter mit Internet und Medien und so weiter, ohne den kranken Film gesehen haben? Bro, ich muss immer wieder lachen, dass wenn ich über so Sachen rede, bei mir im Filmstudium sind immer ein paar Leute so am Augen rollen. Weißt du, was ich meine? Wegen So, Interstellar. weil es halt so ein Hollywood-Film ist, weißt du? Bro, bei euch glaube ich so, jeder, der etwas pro Hollywood sagt, ist wie so, das kann ich von Kunst. Ja, Du bist weißt du, so, das kennst du bist so checkst die Kultur Medienopfer nicht. und ja, voll so. Ich war mit dir. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber beim ersten Mal, wo wir so haben, vor allen Umsetzen. müssen. Was? Hä? Und beim ersten Mal, wo wir vor allen haben müssen anstehen und uns vorstellen, also du hast wie alle 3 Monate, ist so wie bei uns im Kino, kommen alle vom Filmstudium, also nicht nur die vom ersten Jahr, sondern von allen 5 Dann Jahren. schaut ihr zusammen Film oder stellt ihr vor, oder? Ist dann so ein Plenum, wo man eigentlich miteinander über Sachen diskutiert oder Informationen für den ganzen Studiengang. ja, So. ja. Ist recht geil. Und man schaut zusammen Film von Studierenden. Und irgendwie beim allerersten Mal haben wir uns müssen vor den alten Studierenden müssen vorstellen. Und alle haben halt so, wir müssen sagen, was ist unser Lieblingsfilm und was ist unser Lieblingsstreamingdienst. Und Gibt es schon so alternative Streaming, Ja, ja. jetzt, wo man nicht kennt? ja, ja, sicher, Bruder. Einer davon ganz bekannt ist Mobi. Mobi ist so eine, wo wirklich, aber ich muss auch sagen, er hat sehr gute Filme, so iranische Filme und so. Weißt. Iranisches Kino ist brutal übrigens, Ja, Bruder. Bro, safe. Ähm, Türkisch auch. Genau, es hat ganz viel alternatives Kino, wo du kannst schauen, dort zahlst du gleich viel wie glaub, Netflix. Das ist keine Werbung, aber ist recht geil. Mobi heisst das. Mobi Und oder Mubi? Mubi, ja. Ich glaube so eine blaue Website. Auf jeden Fall, Bro, Mubi ist so. Genau, und alle haben natürlich müssen Mubi sagen, anstatt Netflix und so, weißt du, also die meisten so. Auch die Masterstudenten vor allem. Du bist einfach abgeschämt, wenn du sagst Netflix, du hast keine Ahnung von Film.
Verpiss dich. Und nachher haben sie natürlich auch gerne so Filme gesagt, wie so, wow, hauptsächlich einen französischen Namen drin haben. Ja, weißt? ja, wo du noch nie gehört hast. Genau. Jean-Pierre Garçon. So irgendetwas. Genau, der tönt schon nach jemandem, wo. Und der Film heißt wahrscheinlich so etwas mit Zahl und ein Wort. 13 Jahre im grünen Tal. Irgend so etwas. Bro, genau so Sachen. Und ich habe halt, weißt du, wo wir zusammen Whiplash geschaut haben? Ja. Ich habe gesagt, Whiplash und Netflix. Und ich sehe schon die erste Augenrolle, weißt du. Oh mein Gott. Wie lange studierst du Film? Seit gestern? Ja, schön. So. Und nachher ist der ein Dozent später zu mir gekommen. Und er so, du bist ein geiler Sieg und so. Weil er so, als ich angefangen habe, da, habe ich auch gesagt Jurassic Park. Weil es ist halt ein bisschen ein Moment. Bro, her. das ist auch ein geiler Film, sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, ja, ja. Und nachher dann haben auch ein paar Leute so gelacht und so auf mich runtergeredet, weißt du. Und nachher hat er so gesagt, dann bin ich zum Mal gegangen, dann hat er ihm so gesagt, du Peter, ich komme jetzt zu dir heim. Wenn ich bei dir irgendeine DVD sehe, daheim von Blade, Jurassic Park, irgendetwas, er gibt dir einen Fuß vor allem. Bro, genau so. Das regt mich am meisten auf, Bro. Leute, die so... Du fragst eine Frage, kommst eine Antwort über. Wieso gehst du auf Antwort? Weißt du, wieso du anfangen auf die Antwort zu unbedingt? Ich schwöre, Bro, genau. Für was? Du hast mich gefragt, ich kann Antwort geben. Wenn die Antwort, wenn dir nicht passt, ich hab die nicht fressen. Wer hat wollen wissen, ob meine Meinung dir passt? Und Bro, weißt du, von mir aus, du kannst schon so die Kunstfilme geil finden. Weißt du, wirklich, das ist dein Ding. Du bist nicht so. krasser wegen dem, Alter. Mach dein Ding, Du schaust weißt am gleichen Abend zu den gleichen Videos stupieren, du hast du? Weißt du, wow. Nicht, Alter. So viel zuerst am tun, nachher der gleiche Scheiß am Nein, weißt du, ich meine, es kann ja sein, dass du zum Beispiel Film, das Medium Film ganz krass findest, weil halt du willst zeigen, Experimentalfilm oder was kann ich mit keinem Budget für den Film machen, wo nicht, ich meine, ich verurteile das nicht, weißt du, was ich meine? Wenn du so Kunstfilm geil findest, Bro, dann mach das Ding. Fix. Aber du kannst mir nicht sagen, dass du lieber 3 Stunden an einem Doku schaust über Kreisel, wie sich ein Kreisel bewegt, Nur zum gesagt, ich habe das geschaut und das ist Kunst und ich check und damit du kannst einen Schal anlegen und dein Soja-Chai kannst trinken. Bro, wieso müssen die Leute von denen schon so mühsam sein? Bro, es hat ganz viele ganz geile Ja, Sachen. ja, aber wieso können sie nicht normal sein? Bro, chill, es hören ein paar Podcasts. Egal, wieso können sie normal sein und Kunst machen? Wie du mal gesagt hast, kann man, eigentlich wieso das gleiche wieso mit der linken Szene? Ich könnte mal der linken Szene sagen, ich könnte links sein, ohne scheiß Frisur. Und ich könnte auch Künstler sein. Wasn't me. Aber das ist gut gewesen. Das ist gut. Wenn einer sagt, das ist ein geiler Sache. Wasn't me. Letzte Folge, der ist so. Leute haben das falsches Bild von mir, dass ich wirklich so bin. Die letzte Folge immer noch. Was aber es ist ein geiles Ding. Aber das ist geil. Nein. Also ganz ehrlich, weißt du, nein, das muss ich halt, das geht nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich. Die sind zurzeit in einer 6-Zimmer-Wohnung. Ja, schlimm. Kommen zu dir, wollen mit dir diskutieren, reden mit dir herab. Oder reden reden so mit dir so diskutieren. Nachher sagst du, ich habe Jurassic Park geschaut, das ist einer der geilsten Filme, by the way, ganz Ja, ehrlich. ganz geil, Leben. Nein, du hast nicht geschaut von Jean-Pierre Garçon, wo er Ja. den Film gemacht hat. Er hat gar kein Budget gehabt, er hat das in eisige Kälte gemacht, minus 20 Grad. Er ist extra 3 Monate vor einer Thailand gesetzt, um das über... Du checkst eben nicht. Nein, weißt du, ich meine, was ich wollte sagen ist, Bro, ich verurteile die Leute im meisten Fall auch nicht dafür, Ja, schon. dass sie irgendwelche Kunstfilme schauen oder dass sie so Experimentalfilme geil finden. Weil Ja. ich finde, das ist natürlich eine Kunst für sich. Weißt du, was ich meine? Safe. Aber wie du angeschaut wirst, wenn du sagst, ich will eines Tages einen kommerziellen Filmemacher werden, für mich ist es ein Ziel, mal für Sky oder für Netflix irgendetwas produzieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann bist du gerade so, weißt du, der. Ach, du bist so ein Medienopfer, aber ihr ganzes Studium wird bezahlt von ihrem Vater, wo irgendwie hoch im Büro ist, bei einer Bank und die Mutter ist noch HR angestellt, auch hoch, aber du bist so Opfer. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wir müssen eine Filmanalyse schreiben. Mit mir. Also wir in der Schule jetzt, Aha, nach der Ferien. Schon gut. Komm, mach auch. Und sie haben so... Guter Film, ja. Keine Ahnung. Und du musst irgendein Thema wählen, so, was du willst machen. Ja. Und Bro, es hat halt mega viel Film gehabt und so. Und es hat halt ganz viel so Kunstfilme dort drin, weißt du, wo ich bin mir sicher, wo auch wirklich gut sind. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht mein Flair, Bruder. Ich kann das nicht schauen. Und ein Film war dort gewesen, so einfach The Batman, der neue mit dem Robert Pattinson. Bruder, ich glaube, ich habe ihn direkt genommen. Ich so, Baba, Bro, ich schreibe jetzt eine Filmanalyse über was habe ich gesagt mit dem Julian? Über Charakterentwicklung von diesen Charakteren in Batman. Das ist Ganz geil, geil, Bro. Ich ganz freue geil. mich auf den Aufsatz jetzt quasi. Safe, ja, safe. Wie heißt der Film, wo es ist so ein Typ,
wo sich verpisst, so von der, also es ist ein Army-Film. Er verpisst sich und geht aus in die Natur. Lebt in der Natur. Revenant. Nein, ist so ein junger Typ. Und der geht dort hin und es ist so mehr so, er lebt nachher in so einem Bus irgendwo in Alaska, so ganz. Call Me By Your Name ist das? Nein, das ist Into the Wild, Into the Blue, irgend so etwas. Aber du weißt, was ich meine, weißt irgendwie ist nicht, also er hat, glaube ich, Abschluss als Anwalt oder so gehabt, oder irgendwie so etwas, oder er hat dich auf jeden Fall fit Fuß fassen in den Dings. In der Finanzwelt, weißt du? Ja. Er hat sich noch fit Fuß fassen, sein Vater hat auch Druck gemacht, so, seine Mutter hat so gecheckt, er ist so ein bisschen ein Wilder. Aber Bro, das ist auch ein bisschen eher so ein artsy Film. Warte. Ich bin noch überrascht, dass du den kennst. Warte, dann, ich habe auch so geschaut. Wieso? Weil jeder Ja, Hurensohn anfangen zu schreiben so, oh mein Gott, ich habe den Film geschaut, meine Sichtweise von der Welt. Ja, Ja, Mann. Into the Wild. Ja. Into the Welt. Meine Voll. Sichtweise zu der Welt, mein Kopf ist gefickt, ne. Es ist für mich jetzt vieles klarer, dies und das, Bro. Ich so, wenn das so viele Leute schreiben, es kann doch nicht schlecht sein. Oder es muss doch etwas haben. Ich gebe den Film, ich schaue den Film an. Er ist nicht schlecht. Ja. So. Er ist wirklich nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Aber du merkst einfach, wie es so einzelne Szenen geht und wie die Leute. Du hast auch genau gewusst, genau die Szenen, die Leute rauspicken und die so, oh mein Gott, was macht er? Ja. So, er ist so bewusst so gegen Fleisch. Er wird eigentlich nur, er hat so Reis-Sack mitgenommen, isst jeden Tag nur Reis und dann merkt er, was lange nicht. Und er hat so sich Regeln aufgestellt und eine Regel ist so gewesen, du tötest niemand. Spoiler. Scheißegal. Und du isst nichts. Ja. Und dann hat er gemerkt, er braucht Essen und dann geht er halt so das Rego jagen. Ja. Und nachher die Leute so, oh mein Gott, wo er anfangen zu checken, er muss Fleisch essen. Und der Zyklus und der Prozess von seinem letzten Reads-Cup, den er genommen hat und seine Notizen, die er gemacht hat, oh, ich bin so gestorben von dem. Also Bro, ich muss sagen... Bro, warte, noch kurz, das ist... es sind schon Leute brutal im Film, Alter. Ja. Also nur Reden zum Geredet haben, verstehst du? Ja, So. das stimmt schon. Das Das ist so artsy, der Film. Das ist eben auch viel, wenn man so Film schaut, in der Klasse oder im Plenum und nachher über das diskutiert. Leute lieben einfach Sachen sagen, So extra so. Voll. Aber ich sag dir ehrlich, ich auch. Wie zum Beispiel... Ja, du bist du aber auch... Wie soll ich sagen? Du bist in der Schule und du bist aber auch in der Rolle. Voll. Übrigens, Into the Wild, was krass ist an dem Film, unabhängig davon, also abgesehen davon, dass er wirklich gut ist, ist, dass er vom Sean Penn gemacht ist. Wie der Franzose? Nein, der Sean Penn ist einer von den Leuten, die nur in so Mafia-Filmen mitmacht Aha, in Amerika. Kennst du den? Ich schon mal gesehen, ja. Der hat in mega viele Filme mitgemacht. Und der ist so wie normalerweise immer Action und Thriller. Und der ist wie überrascht gewesen, dass er als Schauspieler auf einmal Regisseur macht und dann noch so einen Film. Weißt? Was sind wir am Reden gewesen jetzt gerade? Schwul. Schuldiskussionen. Ich habe einen Studentenfilm gesehen, wo der Typ sich am Schluss quasi, man ist sich nicht sicher, ob er sich etwas antut oder nicht. Weißt du, so, ob er sich umbringt am Schluss oder nicht. Und wir haben über das diskutiert in dem Film. Und ich habe so an dem Regisseur gesagt, auch so ein junger Student, ich so, hey Bro, weißt du, ein schöner Film. Aber gell, ich so, du hast ein bisschen Message versteckt, weil es hat so ein Poster gehabt von Kurt Cobain, wo sich ja erschossen hat. Und ich so, gell, das ist ein Message versteckt. Er so. Du hast verstanden, man. Du Und er schaut mich einfach an, er so, nein Bro, mir hat das Poster gar nicht aufgefallen, dass es das ist. Du bist sehr Schluss gesehen. Aber beim nächsten, Wenn wir machen, weißt aber der nächste, der sagt, hey, geil, das ist eigentlich ein Message. Ja, Also, das ist ein Message. Du hast die Essenz von dem Film gecheckt. Es geht um Ich das schwöre, Poster. Bruder. Nein, Mann, aber ich habe mir eben auch überlegt, ich bin gerade einen neuen Film am Schreiben. Ich habe gedacht, ich erzähle euch das schnell. Und ich könnte mir sagen, was ihr davon haltet. Smash. Ob ihr ihn krass findet oder nicht. Okay, erzähl. Okay, also, es geht um einen Typ. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es genau machen wollte. Aber weißt, es geht um einen Typ. Der Ilir. Der ist ein kleiner Ganover, der ein bisschen Geld machen. Und nachher findet er auf einmal durch einen anderen eine Möglichkeit, so in Träume von anderen reingehen. Ja? Und dann in diesen Träumen kann er Informationen rausholen über andere. Und das Krasse ist, im Traum geht er noch einen Traum weiter. Und dann, Achtung, noch einen! Also, einfach Kanal Inception, nicht? Ja. Bro, das ist ein neues Spiel, das ich mit euch spiele. Ich will jedes Mal, wo ich euch sage, ey, ich habe eine neue Filmidee. Und euch dann irgendeinen Scheißfilm, den es schon gibt, erklären und schauen, wie lange ihr habt zum drauf. Ich kann warten, bis du fertig bist, zu sagen, eigentlich nur Kanal Inception. Ja, aber Bro, also ich will so einen Film schlecht erklären. Okay, Ähm, okay.
Bro, sorry, ich bin ein bisschen am umspringen, aber ich habe gerade Schon Spaß heute. Voll easy. Bevor ich weitermache, ich habe wieder mal alle Straßenweisheit für euch. Geil, ich habe schon vermisst, Bro. Gib dir zu. Alle Straßenweisheiten. Schweizer wollen alles außer verheiratet bleiben, wenn ihr Kind 6 wird. Bruder, was er damit sagen will, ist, die Weisheit dahinter ist überlegen, ob du heiratest oder nicht. Ja, fix. Aber es ist schon so, Alter. 80% von der Schweizer, die ich den Primark habe, sind Tränen gewesen. Ja, ich auch, was ist? Du bist der Außer der Eltern, die haben gesagt, der gehört von dieser Familie. Nein, ich schwöre, Bro. Bro, aber bei mir, ich habe immer so abmachen. Ja, ich bin dann beim Papi. Nein, nicht im Winter. Ja, es ist gut, sorry. Immer über Weihnachten und so sind es dort und dort. Aber es ist auch, ich glaube, so, wenn du Eltern hast, denen es gut geht und sie geschieden sind, hat glaube auch seine Vorteile, Bruder, wegen zweimal Weihnachten geschenkt und Safe. jeder Also, will die Liebe kaufen und so. Ich Safe. glaube auch chillig. Safe. Also es hat Vor- und Nachteile für alle. Aber es hat sicher nicht nur Vor- und sicher nicht nur Nachteile. Voll, Mann. Und apropos, Bro, weißt du noch früher, wenn du am rausgegangen bist und mit Kollegen hast du etwas machen als Kind, was hast du gemacht, um ihn rauszurufen? Go Leute. Bist du Leute oder die zweite Option? Festnetz? Festnetz, Bruder. Oder ja, fest. Ich sag dir, bis heute, ich habe noch 4 oder 5 Festnetznummern auswendig Ja. Schon. von meinen Kollegen von früher. Einfach, Bro, ich habe gewusst, zum am Thailand oder am Uraijan Nubar anrufen, einfach Ja, Nummern ja. auswendig. 2, Bruder. 3 hast du immer auswendig können, stimmt. Und Oder bei allen, immer- die ich angerufen habe, Bro, Eltern nehmen ab, sagen direkt, hallo, ich so, hoi, ja, ist gut. Ohne dass ich etwas gesagt habe, geben es am Kind. Und einmal, Bruder, ich hatte einen Kollegen, gehabt, Bro, ich rufe an und ich bin bei denen sicher schon 20 Mal vorbeigegangen. Weißt du? Also ich kenne ihn seit Jahren, Bruder. Ich und er hat bei uns schon gegessen, Bruder, wir haben alles schon gemacht. Ich habe gesagt, er bei uns, weil ich bin nie eingeladen worden zum Essen. Bruder, ich rufe an, der Vater nimmt ab, er so, ja, da ist Familie. Ich so, hoi, ist der XY daheim? Sind wir per Du? Vergiss das nie mehr, Bruder. Schock. Und dann er so, Schock. jetzt hängst du ab, Leute ist nochmal an. Und So sagst, ein elendiger, dreckiger. ich schwöre, das ist mir Aber geblieben. ein bis Kind heute. sagt er das. Bro, ich hab mal mit 16 Bewerbungsgespräch für eine Lehre. Ich weiss nicht, wo der alte. Ich habe überall in der Schweiz umgeschickt. Also so vor allem Nachbarskonto und einfach hauptsächlich irgendwie eine Lehre. Und halt Informatiker. Und eine war in St. Gallen. Gewesen. Und es hat irgend so ein Möbelhaus, so ein ITler braucht, so ein modernes Möbelhaus. Und Bro, ich gehe vorbei. Ich sage, grüezi wohl, weißt du, ne, schön, schön, weißt du, so mit Hemd und so weiter. Ein bisschen Aktenkoffer, ne. Im Aktenkoffer auch alles dabei. Jede Notiz und so weiter fragen. Und dann sagt sie, ich komme gratis, gut, einen Moment. Ich sage, okay, ist gut. Ich habe gewartet, so, einfach, ich schaue so Küchen an, weißt du, ich bin so in der Möbelhaus, schaue so Küchen an, gehe so Sachen anschauen. Dann kommt sie wieder zurück und sagt, ja, wir können gerade hinterher gehen. Haben sie dann alles gerade dabei? Und ich habe dort so, denke ich so, Alter, was muss ich denn dabei nehmen? Weißt du, dabei haben, so vor Scheiss ich so, hä? Ich so, ja. Dann sie so, kann ich denn ihren Lebenslauf schnell haben? Und Notiz, du schickst ihm alles ja vor. So alles mögliche, Lebenslauf, 10 Minuten. Ja. Das ist so einer von der ersten, also das ist eins so von der ersten gewesen, wo mich überhaupt einer nach dem Lebenslauf gefragt hat im Gespräch. Ja, ja. Ich so, Es ja. gibt auch mich so Dinge, die sagen, haben sie Ausdruck dabei. Bruder, ich habe sie Nein, doch gemeldet. Ich verstehe es nicht. Aber Ja. jetzt ich sehe mit der Karte sagen, so einer bist du, ja? Wegen dir ist ein Baum gestorben. Du Ich wirst. schwöre. Auf jeden Fall, Bro, schaut mich einfach an, eiskalt. Ich so, nein, das ist nicht dabei. Ich habe es ihnen, glaube ich, ja, elektronisch geschickt. Und es ist einfach so, ja gut, dann können wir es da sein lassen. Dann können sie heimgehen, tut mir leid, schönen Tag, dann kommen sie gut heim. Sicher nicht. Und ich so, hä? Ich so, wegen? Sie so, ja, Lebenslauf ist wichtig und sind da nicht dabei. Ich so, easy, bin ich heimgegangen, Bro. Ich so, was ist da jetzt gerade passiert, weißt du? Dann so dachte ich so, Alter, ich bin schon froh, dass ich dort arbeite, weil bei so einem Unternehmen, wo so einen Scheiß dumm tut, fickt eure Mütter, Alter. Und Bro, die ich Vater, schwöre, die ich schwöre. Mutter und die Hund. Das ist ein guter Teaser, weil nächstes Mal reden wir sowieso über Schafft. Schaffen, Beruf, Nebenjob. Bewerbung, Nebenjob und so. Das ist schon ein guter Teaser Abendjob, gewesen. alles, ja. Ich habe auch noch ein paar Geschichten, du hast sicher auch noch ein paar Geschichten. Skandalös. Genau, jemals rührt sich vielleicht auch noch drin, aber das tun wir wie aufs nächste Mal verschieben. Ja. Aber muss mich dann auch erinnern, wegen Vorstellungsgespräch habe ich auch noch 1, 2 Geschichten. Okay. Aber ich finde das wirklich lustig, wie Leute einfach so,
erwartet, dass du einen Lebenslauf mitnimmst, Bro. Mit welchem? Also ich verstehe den Sinn nicht, Bro. Du hast Wieso doch schick elektronisch ich's denn? bekommen. Ja. Du wählst mich Wenn du anhand von der Maus. Voll. wenn du es auf Papierform brauchst, du hast elektronisch druckst aus. Ich schwöre, Bro. Was ist das für eine Kultur, Lebenslauf mit? Das ist vielleicht noch so ein Ding, wo vielleicht in jedem Stock 2 PCs kannst oder so. Ja, Bro. Ich bin auch froh, dass unsere Eltern kein Bewerbungsgespräch hatten, so für die Lehre in der Schweiz. Ja. Weil ich weiss, die Eltern lieben dir Tipps geben, wie es vor 20 Jahren war, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber gehen wir schnell weiter bei den Highlights vom Jahr. Ja. Russland ist einmarschiert in die Ukraine. Highlights sind so positiv, aber Ja. eigentlich gar nicht. Einfach was passiert ist das Jahr, ja. So. Omikron-Variante ist ausgebrochen. Ja. Ich glaube, das ist das letzte grosse Coronavirus-Thema gewesen. Ja. Wir müssen einfach wieder Maske anlegen im Geschäft. Im Fall. Wirklich? Ja, mit Krass. zu viel Corona-Fällen. Krass. Krass. Es geht etwas um momentan, glaube ich. Corona. Ich glaube nicht dran. Nein, Spaß. Ich habe gestern gestreamt und gestern hat einer so geschrieben, Kagame auf Sputnik seinem Account Mhm. auf YouTube und der macht ja noch Videos. Ja, der Was? Bruder lebt in Kosovo jetzt. Okay, Er krass. ist in Tös aufgewachsen Ja, und jetzt lebt er in Kosovo seit ein paar Jahren. okay. Und er hat so ein Format gemacht, irgendwie ein Superheld von der Schweiz oder so. Mhm. Und da geht es auch um Verschwörungstheoretiker, um Leute, die so Dings mitgemacht haben. Und Bro, es ist ja schon lange weg, das, aber was für Nutten sind jetzt in 2 Jahren gehabt? Bro! Kennst du den Sputim noch? Der Sputim tun warten. Ja, Sputin, tun warten. Ja, Bro, der ist. Das Bro, ich schwöre dir, wenn du jemals in die Schweiz kommst, Bruder, du musst einfach wegen Tös und wegen 8400. wegen 8400, wegen 8406, wegen einer von uns, du musst unbedingt kommen, Bruder. Ja, Mann. Bro, er hat gottlos kranke Videos gemacht. Er hat ja auch, weißt du das Video, das er gemacht hat, wo er sich in die Telegram-Gruppe. Ja, er hat den Rimoldi Hops noch, glaube ich. Ali, Bruder, Ali. Absoluter König, Alter. Besser, gut gemacht. Ja, voll. Das Einzige, was ich muss ganz ehrlich sagen, was ich von Corona noch ein bisschen so mitbekomme, ist der Hurensohn mit seinem nie wieder Sex mit Geimpften Hut, Ja. wo da rumläuft im Winter und wo immer mit der Kreide am Boden schreibt, irgendwie eben nie wieder Sex mit den Geimpften und Ja, Impfopfer und so. Da ist eine Uhr nachtragen, Mann. Ne? Bruder, als ob der jemals etwas gefickt hat. Ob jetzt geimpft oder nicht, Bruder. Als würde er überhaupt etwas ficken. Stimmt oder stimmt nicht? Ich schwöre, Bro. Bei mir ist nichts. Hey Bro, es ist so gekommen, es ist auch so gegangen. Ja, Es ist eben schon Das ist mal am von Alltag. heute auf morgen kein Thema mehr. schon krass. Und es ist einfach geil, dass von diesen maßvollen Söhnen, von all diesen Nutten nichts mehr kommt. Einfach null. Es ist einfach Fresse, es ist ruhig. Geschlossen, keine Rede, es gibt nichts mehr zum Reden, alle haben ihre Fresse fertig. Aber weißt du, was krass war an dieser Zeit vor allem? Mega viel hast du mit Leuten geredet, die sonst mega cool sind. Und dann irgendwie ist das Thema, Corona-Zwangsstaat? dass sie Impfgegner sind und so. Weißt du, immer einer von der Familie, Bruder. Egal, ich sage, das ist Nationalität übergreifend, Bruder. Es gibt nämlich auch bei uns ganz viele Leute, Ja, normal, es gibt die überall. komplette Impfgegner sind. Ja. Und ich habe auch letztens an einer Party jemanden kennengelernt und so, wir haben ein bisschen geredet, mega coole Person. Und dann hat sie einen Kommentar abgelassen und ich habe als Witz gesagt, ich so, dann bist du Impfgegner oder was? Und sie so, ich finde Gegner ein schlimmes Wort. Ich so, okay. Und dann habe ich sie angeschaut, ich so, ja, ich Der Mami. ich habe Rimoldi Nummer 1. Nein, man, das ist eben, und dann So machen 3 Illuminati und so alles versuchen. redest mit Leuten und von den Leuten, die das wirklich nicht erwarten, ist einfach so halt Impfgegner. Bro, wir hatten eine gehabt, die nachher so mit 2, 3 von uns diskutiert hat, so eine Kollegin, die nachher so einfach aus dem Nichts so anfangen zu schreiben. So. Ja. Sie so, hey, also, ich habe das nicht, ich finde eure Art und Weise, eure Denkweise zu extrem, es ist gar nicht menschlich, es ist gar nicht human und deswegen... Wir sind Schäfli. Und Das haben wir, glaub deswegen... ich, schon mal Das haben wir schon Und deswegen erzählt, ja. tun wir Kata uns. Ja, Mann. Sie ist jetzt immer noch gesund unterwegs und ich tue jeden Tag mit dem Bill Gates reden. Durch den Chip. Nein, Mann. Aber es ist schon krass, Alter, was da für Diskussionen entstanden sind und so. Ja. Und eben, du hast auch schon gesagt, Bruder, ich glaube, das war Folge 2 oder 3 gewesen. Im Februar sind ja alle Massnahmen aufgehoben worden vom Daddy Berse. Ja. Und dann hast du so gesagt, ich glaube in der zweiten Folge, hast du gesagt, wegen was demonstrieren die überhaupt noch? Ja. Ich weiß noch, ja. Bro, das ist irrelevant, das ist fertig. jetzt. Ja, wirklich. Es geht nicht mehr zum Reden. Es ist
Zwei Maßnahmen, was haben sie umgeschrien? So, Bro, was nicht, Alter. Kontrollstaat, Überwachungsstaat. Aber ja, und so. marschieren die mit Nazis. Schon gut, die sind Der geile Rest, Sachen. der Rest ist euch überlassen. Iran-Revolution, ein riesiges Thema, haben wir nie angesprochen. Ja. Haben wir nie angesprochen, ist ein sehr politisches Thema. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht darüber sagen, wir kommen beide von älteren Häusern, die sehr linksorientiert sind. Ich wollte nicht über deine Familie reden, ich kann über meine Familie reden. Meine Familie Besser reden. sind, also meine Eltern sind beide sehr aktiv gewesen, damals im Freiheitskampf und politisch auch natürlich sehr in die Richtung. Und es ist traurig, was passiert ist, aber es ist wichtig, was passiert. Und die Revolution ist Paris, schau. Paris. Bro, es bringt nichts. Ja, Aber eben, also endet wir nie. haben nie über das Thema geredet, weil es ist klar, was unsere Einstellung ist. Ihr lest genug darüber. Ich kann euch informieren, es gibt ganz viele Kanäle. Ich kann euch, falls ihr euch wollt, informieren, ich kann mir auch schreiben, ich kann euch ganz viele Kanäle auf Insta schicken, wo sehr viel darüber informieren, wo viel mehr wissen über das als wir. Aber unsere Ansicht ist, glaube ich, klar. Ein grosses Event das Jahr war, Elon Musk hat Twitter gekauft. Ja. Ich komme dazu, für 44 Milliarden. Und dann sind so ein, zwei Sachen passiert. Das erste, was er gemacht hat, ist, dass er verifiziert Accounts hast können kaufen. Ja. Für 8 Franken im Monat hast du können dein Verified Häkchen kaufen. Aber du hast nachher gesehen, einfach der Haken gibt es, weil die Person das gekauft hat. Einfach Genau. So, Und, Gesicht genommen, Alter. und egal, was irgendjemand getweetet hat, Leute haben drunter gerade geschrieben, look at this idiot, paid $8 for Twitter. So Sachen. Und etwas anderes, was er gemacht hat, was auch krass ist, er hat ja gesperrte Accounts wieder eröffnet. Unter anderem, er hat gesagt, jeder darf auf Twitter frei. Ist der Trump auch drunter? Genau, Trump ist einer davon, der Kanye ist einer davon, Andrew Tate ist einer davon. Aber kann ich wieder. Es gibt ganz viel. Und dann hat er hat wie so geschrieben, Twitter ist für jeden, jeder darf seine Meinung sagen, keiner wird gesperrt. Dann haben mega viele Leute haben so den Verified gekauft, Profilbild von Elon Musk auch nicht da. Elon Musk als Name auch nicht da, nicht als Handle, als Name kannst du machen, was Ja, du willst. voll stimmt. Und nachher geschrieben, I love dicks und so Sachen. Und jedes Zeugs, weißt du, so, auch sehr politisch komische Sachen getweetet und alle haben nachher Screenshots geteilt, wie sie gemeint haben, das ist der echte Elon Musk. Und dann hat er die alle gesperrt, weißt du. Das Krasse aber ist, was das für eine Reaktionskette ist, weil er hat am Andrew Tate seinen Account wieder eröffnet. Eine von den ersten Sachen, was der Andrew Tate macht, das haben wir gesehen letzten Tag, ist, er macht einen richtig dummen Machtkampf und tweet gegen 19-Jährige, Gegen Greta, gell? gegen Greta, und postet seine krassen Autos und sagt, ich habe so viele Autos So einem Motor. mit so einem Motor, das ist mein biologischer Fußabdruck, was weiß ich. Er ist ein Versager, der Junge. Er ist ein riesen Versager. Auf jeden Fall, Greta schreibt nachher auf das, hat sie in den Kommentar geschrieben, ja, schick mir bitte die Liste an. Und dann hat sie irgendwie, I have a small dick. Small Dick Energy at... Genau, hat ihn kaputt ist, so, kannst sagen, was du willst. Und nachher tut Andrew Tate ein Video posten, wie er 2 Minuten lang über sie abhatet. Und in diesem Video siehst du eine Pizzaschachtel von einer Rumänische Pizzolo. von einer rumänischen Pizzakette. Und aufgrund von dem hat die Polizei in Rumänien herausgefunden, dass er in Rumänien ist, hat seine Location herausgefunden, Bruder, hat ihn festgenommen wegen Menschenhandel. Jemand hat geschrieben, 2022 hat noch ein spannendes Telenovela-Ende. Voll. Nachher einfach er in Hubs. Bruder, und Greta schreibt einfach als Tweet, nachdem sie quasi dafür gesorgt hat, indirekt dafür, dass Andrew Tate endlich in der Gitter ist, schreibt sie einfach, das passiert, wenn du deine Pizzaschachtel nicht recycelst. Sehr gut. Dumme Nutte so. Greta, 10 von 10, du bist Ehrenheval geworden, wegen dem. Ja, nicht nur wegen dem, sie hat schon vorher... Ganz viele Sachen, aber das ist ein grosser Punkt dafür, dass du Ehrenheval wirst. Apropos Twitter, haben ihr die Doku Social Dilemma gesehen? Nein, Bro, bei sie hat jeder geredet, aber die hat mich einfach nicht interessiert. Was geht's? Es geht darum, was so das Ziel von Social Media ist und was sie mit dir machen. Das schon ist recht ganz spannend. kontrovers, aber auch, Ja. weißt du, so quasi was, wie tut Social Media unser Kaufverhalten Ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, so Anfangsjahres, Es ist sehr spannend im Fall, Thema wirklich. gewesen, Also seitdem, ich traue meinem Handy nicht mehr.
Ja, Bruder, das ist natürlich krank. Aber ich meine, es sind Sachen gewesen, die du vorher schon denken konntest, aber... Ja, es ist eben schon krass, ja, die Dokus. Aber eben, ich weiß auch nicht so, ich bin nicht so Fan von diesen Netflix-Dokus. Weil all die grossen Dokus, vor allem die in Amerika gemacht werden irgendwo finanziert von irgendwelchen Institutionen, wo du auch nicht weißt. Weißt du, ich meine, wie viel ist jetzt? Das ist ja so, ja. Weiteres Thema ist, Roger Federer hat den Rücktritt angegeben, der Roche, der Brüder. Das ist, glaube ich, nach Corona das grösste Erdbeben in der Schweiz. Ich schwöre. Mann. Ich schwöre. Wirklich. Und er hat brüllt vor der Kamera. Und unsere geliebten Schweizer Medien haben natürlich auch wieder super Titel gemacht, von wegen «Dürfen Männer weinen?» Was weiß ich, auch sehr ein gute, wieder mal sehr gute Seite von der Schweiz. Chris Rock hat eine fette Flatter kassiert. Noch kurz, Aber ein fette Flatter. Schweiz ist... Bro, der Typ versucht seit, glaube ich, 2-3 Jahren ein Haus zu bauen. Wo wohnt er? Irgendwo an der Goldküste? In Rappi hat er ein Grundstück, Bro, und er will das Haus bauen. Und es geht einfach nicht. Gerade am See, gell? Das ist Ja. direkt demokratisch etwas vom Geist, aber etwas am beschissensten auf dieser Welt. Bro, ich verstehe das wirklich nicht. Wie Bro, wenn redest ich du? würde herausfinden, Ja. dass ich will das 30 Millionen Haus bauen und irgendein Hurensohn beschwert sich die ganze Zeit, oh, bei meiner Mutter, Bro. Ich würde den Typ Knochen brechen, alles mögliche, Bro. Wer bist du, dass du die 30 Millionen... Wer Bro. bist du, Alter? Am Ufer das, am Ufer dies, Wand das. Bro, in der Komm, mach du Schweiz, selber an, das ist Bro. etwas vom Mühsamsten in der Schweiz, dass sich die Nachbarn können darüber beschweren können, was du in deinem eigenen Garten baust. Aber Bro. das ist schon seit der Römerzeit. Aber das ist so etwas Mühsames, Ja. Bruder. Es geht nicht mal darum, Bro, es geht darum so, nimm wer du willst. So, jeder, der in der Schweiz so ein Haus baut, so, wo einigermaßen fame ist oder wo Cash hat, es kommt immer in die Medien. Immer. Ja. Irgendjemand passt nicht, irgendjemand Ja. beschwert sich. Bro, egal was, Aargau Stadionbau, Zürich Stadionbau, Roger Federer sein Haus. Jeder, der etwas bauen will, irgendwelche Hurensohn beschwert sich immer, wie sie dürfen und das ihm recht ist. Und dann bist einfach du dort und du weißt, dass statt einem Jahr sicher 5 bis 10 Jahre dauern. Ein Haus. Du ziehst Ski, Bro, wenn du noch 3 Dings Pulsschläge pro Minute hast du nicht mehr von dem. Bro, so Sachen, Hast doch gar keine Lust mehr. es gibt entweder Knochenbrechen oder irgendwo anders ausbauen, Bro, sag dir ehrlich. Bro, wie Mann. geht das, Alter? Komm Türkei, Bruder. Und dort machst du, es sieht schön aus, ich baue, boom. Keine juckt, Bruder. Nein, aber weißt du, das ist eben das. Ich meine, ich verstehe schon, wenn öffentliche Gelder davon benutzt werden, um ein Haus bauen, ein Stadion bauen, was weiß Ja. ich, dass man darüber mitdiskutieren kann. Ja. Verstehe ich, Bruder. Ja, safe. Aber da go. Aber wenn du dein eigenes Haus willst machen, in deinem eigenen Garten etwas willst machen, Bruder, wenn du einen Palast baust, easy, beschweren euch, weißt du, aber er will einfach ein Haus bauen, Bruder. Sogar da, wenn wir etwas in den Garten rein tun bei uns, Nachbarn können sich theoretisch beschweren und sagen, ich will das nicht. Ja. Und du Ja. kannst nichts machen. Du musst auch zum Beispiel, also Wintergarten zum Beispiel, musst du zuerst deinen Nachbarn um Erlaubnis fragen, ob sie stört. Kaputt, Bro. Und das ist Gewisse Sachen verstehen machen Sinn, aber Bro, das macht einfach nicht Sinn, dass du ein Haus willst bauen und irgendwelche Nuttensöhne beschweren sich und du musst einfach das so lange rausziehen, dass irgendwann mal so nach 3-4 Jahren mit dem Scheiß fertig bist, statt in einem Jahr. Bro. Ja, ich eben, wie gesagt, Gottlos. er tut mir leid, ganz ehrlich. Jeder, der das machen will, tut mir leid. Wirklich gottlos. Eben Chris Rock hat den Flatter kassiert. Ja. Ich glaube, man hat lange darüber diskutiert, ob es echt war oder Bis nicht. heute bin ich der Meinung gestellt. Nein, ich glaube, er hat wirklich nicht Okay. kassiert, Bro. Okay. Und zum schönen Abschluss von meiner Liste, Ehe für alle ist angenommen worden in der Schweiz. Mhm. In diesem Jahr. Ja, Mann. Das ist so ein bisschen das, was das Jahr passiert ist, wo mir so ein bisschen aufgefallen ist. Die Pandemie ist auch offiziell für, also nicht beendet, aber einfach Ja, all die Massnahmen sind im Februar ja, aufgehoben voll. worden. So das. Gibt's noch Länder, die Massnahmen haben? Ja, China. Im asiatischen Raum gibt es, glaube ich, ein paar Länder. Deutschland hat, glaube ich, Maske im ÖV. Ey, das ist eben das, was noch mehr gestresst hat. So, Schweiz ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern easy locker damit Easy umgegangen. locker. Bro. Also weißt du, im Vergleich so mit anderen Ländern, Bro. Ja. Er war brutal entspannt gewesen. Also nicht vergessen, wir haben mal eine Zeit gehabt, wo wir fast nicht mehr hatten, außer so eine übertriebene 300-Regel draussen besammeln und Dings und Maske im Rest oder so.
Das ist zwar, da habe ich nicht checken, das hat nicht so viel Sinn gemacht. So auf dem Weg an den Tisch anlegen, am Tisch dann kannst du ausziehen. Aber so oder so, es ist sehr locker, entspannt gegangen bei uns. Es ist nie so, nur der erste Lockdown habe ich gefickt. Ich sage ganz ehrlich, ist geil gewesen. Ich kann es gerne noch einmal geben. Mehr chillig, ja, Bro. Ja, ich kann gerne Ein noch paar einmal so Monate 1, schon, 2, 3 Monate jeder die Heim. Bro, krass ist die, gewesen, wo Studium angefangen haben in diesen Jahren, weißt du? Wo einfach nur Homeschool hatten. Ja, voll. Krass, die haben wieder eine Infektionswelle. Ja, es geht auch, Corona geht auch wieder ruhig, aber sie geben ja Zahlen jetzt nur noch einmal in der Woche aus oder so. Ja, krass. Ja, Bro, und ich hätte eigentlich noch so 2 Themen, die ich ansprechen wollte. Wolltest du noch etwas sagen? Ey, was ist das Jahr passiert? Nein, aber ich mach noch so einen Instagram-Post auf meinem Beitrag. Aber ja, man, wir haben ein paar gute Leute kennengelernt in diesem Jahr. Wir haben ein paar geile Gespräche gehabt. Mit ein paar haben wir wirklich eine Beziehung aufgebaut, die uns bis heute extrem supportet, ohne irgendwie das Gefühl bekommen, dass, soll ich sagen, und eine Gegenleistung so quasi, weißt du, so wie Gefallen für Gefallen oder so. Die Leute ununterbrochen am Support, am sich regelmäßig melden. Hätte das nicht gedacht, übertrieben korrekt. Und ja, man, nächstes Jahr. Nein, reden wir nicht gross. Wenn wir gross reden, das ist, wir müssen nächstes Jahr so fahren, Bro. Nächstes Jahr fahren wir einfach mit Fresse heben und liefern. Ja. Bruder, look, ganz ehrlich, du hast recht, Bruder. Man kann einfach nur das sagen, es war ein gutes Jahr für uns, Bruder. Es ist, Alhamdulillah, Bruder, wirklich. für kurz und bündig Ja, für ist kurz und wirklich bündig, nicht schlecht gewesen. Persönlich kann man darüber diskutieren, aber für kurz und Anderes bündig... Thema, Bro. Aber weißt du, so für Medienlandschaft, was wir haben wollen machen, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt sind, Bruder. Alhamdulillah, wir sind dankbar, Bruder. Ja, Mann, und das wirklich, also das ist jetzt kein so Like for Like Scheiß oder Clickbait oder so oder irgendwie so Arschgerüche oder so. Aber ich sag bis heute, das Ganze machen wir nur noch, weil es, also weißt du, für euch so, weil es so interessiert, weil es euch Spaß macht, weil ihr euch supportet, weil ihr euch pusht. Und ja, man, würde jetzt unsere Kollegen hören, hätten wir vielleicht 1-2 Monate gemacht, dann hätten wir auch Voll, gesagt, Mann. ey Bruder, es ist ein Hobby gewesen, entspannt, nicht so unser Ding gewesen, lassen wir es. Aber Voll. euer Support ist herzerwärmend, es tut wirklich gut, es tut extrem auch unterstützen und supporten im Alltag und deswegen danke euch vielmals. Und wir versuchen euch mindestens 3-fach so viel, nein, jetzt ist nicht so groß. Wir versuchen euch gerecht werden nächstes Jahr Ja. und versuchen nächstes Jahr liefern. Ich hoffe, wir schaffen es und ja. Move in silence und act in Dings. Genau, Acting Success. Nein, okay, ich habe auf Reddit etwas gelesen. Ja. Ein Türk, wie soll es auch anders sein, hat will sich vom Zivildienst drucken. Türkischer Zivildienst, oder? Ja. Okay. Und dann hat er sich 2 Küssis um den Rücken gebunden. Ja. Und als sein Kollege sagt, da schießt man mit der Schrotflinte in den Rücken rein. Bro, der stirbt. Er ist tot. Er ist gestorben. Ja. Bro, so Sachen gibt's nur, es passiert nur dort. Kennst du Darwin Awards? Sagt er das etwas? Nein, aber Darwin ist ja so für die... Evolution. Okay, ja. Der Charles Darwin ist ein Theoretiker, Philosoph, was auch immer. Ja, gewesen. ja. Und er hat Evolutionstheorie. Ja, fix. Ich kenne, aber ich habe das Gefühl, dass der Award so mir richtig geht, so dümmste Sachen gemacht hast. Genau, und der Charles, und dann seine Theorie ist also quasi, also ich bin auch nicht so informiert, Bruder, aber es geht irgendwie darum, dass Leben ist nicht wie eine Art, ist ein Privileg so quasi und man soll wie so, du musst ja wie verdienen, Bruder. Wenn du dumm bist zum Leben, dann ist halt, dann verpiss dich, Bruder. Ja, weißt du, was ich meine? safe. Also ich lese da gerade Darwin Award, die dümmsten Arten zu sterben. Genau, und Darwin Awards ist etwas, was seit ein paar Jahren läuft, wo Leute einen Award bekommen, wie sie so dumm gestorben sind, halt so quasi. Oder? Und es hat mal einen gegeben, der ist mit dem Traktor gefahren und dann ist der Traktor nicht mehr gegangen. Und das ist ein Bauer. Und dann irgendwie seine Benzinanzeige ist kaputt gewesen. Er hat wieder schauen, ob er noch Benzin drin hat. Und er hat halt keine Taschenlampe gehabt. Und dann hat er mit dem Feuerzeug in den Tank geleuchtet. Und ein weiterer ist gestorben, weil es hat mega geregnet. Er war mit dem Roller gewesen. Dann ist er umgekehrt, mit dem Roller in den Fluss reingekehrt. Dann ist er raus, hat den Roller wieder rausgenommen, weil der Roller wieder behalten. Der Roller ist wieder reingekehrt ins Wasser. Dann ist er nochmal rein zum Roller holen und ist gestorben. Bro.
Und zum Ersten muss man schnell sagen, Bruder, er ist zwar gestorben, aber der Bruder hat das Ziel gehabt, nicht in den Zivildienst zu gehen. Er ist nicht gegangen. Bro, Bro, bricht er ein Bein oder so, aber mit dem Pump in den wie meinst du, rein, also dann noch Rucken, Bro, das ist lang nichts an im Rucken, Alter. Du kannst so schnell im Rollstuhl landen. Bro, aber er hat halt 2 Küsse ja nicht da. Ja, schon. Bro, Was lernen wir daraus? Nächstes Mal nimmst du 3. Ja, schon nimmst du mindestens 10, Alter. So mein Gott. dumm, Alter. Stell dir vor, Bro. so einen Gundi, weißt du, sagt so, Bre, nimm Schrottfritter, Füße in meinen Rücken. Der andere sagt, Dass der Kollege Und nicht das- gesagt hat, Mann. er hat gesagt, nimm 2 Küsse. Das Ding ist, unsere Leute machen so Sachen wegen Hören sagen. Der muss die da gemacht von dem Dorf. Ich schwör's. Alle sagen, der In hat dem das gemacht. Film habe ich gesehen. Hey, nein, Mann. Ja, man, das ist, es gibt extrem. Es gibt Sachen, wo Leute einfach sterben, wo du einfach sagst, ey Bro, du bist einfach zu schwach gewesen. Du hast einfach nicht verdient zum Leben. Ja, Bro, Darwin. Ja, so. Ja, Mann. Und ich bin gestern seit langem wieder mal unter Menschen gewesen, du weißt, Bro, in letzter Zeit. Ja, safe. Wir Ich alle kennen's. bin nur noch daheim, Bruder. Ich habe gar keine Energie zum Ja, rausgehen, ja. gar keine Lust zum Gar rausgehen. nicht. Same, Alter. Wirklich, Gar Bruder, wirklich nicht, Alter. Ich liebe meine Freunde wirklich. Ja. Sie rufen auch, aber ich mag einfach nicht, Bro. Lass mich in Ruhe. Weißt du, momentan ist so das der Vibe, Bro. Wallah, Ich schon. will einfach daheim sein, Bro. Aber ich bin wieder mal mit meinen Cousins, zu meinen Cousins heim. Sie haben mich schon zum 5. Mal gerührt. Ich so, Bro, langsam, weißt Ja, man. Und du weißt, Bruder, ich bin. Das ist auch so etwas, Mann. Wenn ihr irgendwo zu Besuch geht, Bro, vor allem zu Kollegen, die in einer WG sind, Bro, nehmt doch einfach auf dem Weg an der Tankstelle Chips und Getränke, Ja, irgendetwas das mit, Mann, Bruder. ja. Wallah, Bro. Leute, ich weiß nicht, wieso das so. Das ist doch Common Sense, Bruder. Weißt du, was ich meine? Du gehst doch nicht mit leeren Händen irgendwo hin, Bro. Also, weißt du, wenn es ein Kollege ist, der 30 Mal kommt im Monat, tamam, Bruder, weißt du? Ja, safe. Aber Bro, geh schnell in Migros, nimm schnell einen Sixpack, Tetrapack Eistee. Die 10 Stutz, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, Bro? wirklich, ja. Ich bin Migros gegangen, ich habe ein paar Sachen gekauft und so. Ich komme rein, erster Kommentar. Päh, Bruder, ich hätte dich mehr gerufen, wenn ich gewusst weißt du, so der. Die Jungs, Bruder, ich gehe vorbei. Und ich liebe, wenn Kanaken Spiele von Schweizer entdecken. Ui. Wie wir, wie wir so viel Werwölfelt haben. Ja, fix. Die haben angefangen, Activity zu spielen, Bro. Activity ist wie Tabu. Ja. Einfach, es ist mit Pantomime, mit Reden oder Zeichnen. Okay. Wir haben das in den Bergen mal gespielt, mit der Pelin und Ali und so, weißt du noch? Ist sicher. Wahrscheinlich, ja. Bro, es ist richtig geil, es ist richtig lustig. Aber Bruder, ich habe wieder mal gemerkt, Bro, mit Kanaken, du kannst Es nicht geht spielen, nicht, Bro. Bruder. Es Es geht wird immer toxisch, nicht. Bro. Bro, du kannst eine Streicherliste führen, wie viel du mal hörst. Es geht ums Prinzip. Du kannst nicht. Bro, eine der lustigen Sachen, die ich an dem Abend gehört habe, war, Bruder, mach nicht Bayat. Bro, mach nicht Inat. Bruder, gib mir einen Hack. Bruder, das ist mein Hack und ich stand für den ein. Bro, wir sind am Diskutieren. Es sind also dumme Sachen, Bro, weißt du? Ja, Du safe. diskutierst. Es geht ums Prinzip, Bro. Bro, je näher du der Zeitlinie bist, desto genauer werden die Leute. Du hörst auf einmal so vom Eck von den Leuten. Das Wort ist irgendwie Wellenreiten. Er sagt Wellenreiter. Du hörst schon erst. Ja, aber ist das Wort gewesen oder nicht? Immer. Und dann Nee, hörst schiessen. Bruder, mach nicht Bayat jetzt, Mann, wegen einem Buchstaben. Weißt du so? Bro, ich bin gestorben. Auf jeden Fall, das Lustige ist vor allem noch gewesen, ich darf keinen Namen nennen, Bruder, aber es sind Tös-Jungs. Und sie haben einfach wirklich lustige Arten zum Wörter beschreiben. Und das eine Wort ist so gewesen, irgendwie Vogelzüchter oder so irgendetwas. Er sagt, Bruder, der erste ist Ding, so etwas, ein Tier, das fliegt. Dann sagt er, Vogel. Der zweite ist, du weißt, Bruder, du bist mit Chaya am Schreiben. Los, er so, du bist mit Chaya am Schreiben. So 3 Wochen hin und her. Was machst du? Züchten. Ich bin schockiert gewesen, Bruder. Ich Bro, schau was sie an. hat das denn? Ich bin nicht klar gekommen, Bruder. Ich schaue sie an. Bruder, ich habe mich kaputt gelacht, Bro. Ich so, was ist mit euch? Er so, Bruder, weißt du, wo wir Krieg sind, wir haben so geredet miteinander und so. Bro, aber das ist so das Lustige, weißt du, wie kommst du auf so Ausdrücke Ja, wegen ja, deiner fix. eigenen Sprache? Geil. Das ist auch, bei mir sind auch über am 26. Einen Tag nach Weihnachten, was auch immer. Ja. Daheim Kanake gsi, am Chillen, Bro, für mich, allein.
Einfach so keinen Bock haben. Nachher geht so, also höre so Türen läuten, weißt du? Und ich warte, ob er Beruf macht, weil ich Lust. Nachher, Der Gute. nachher, Gilly, Türe! nachher, ich bin an Lust, Jungs, sag Leute! Ja, chill. Und nachher ist halt einer von meinen Cousins aufmachen. Mhm. Und nachher aus Interesse ich so, wer kommt? Nachher er so, der und der, mein Cousin. Ich so, okay, ist gut, easy. Und er läuft, also er macht die Tür auf und ich höre einfach so, dass er schon läuft zu uns. Und er geht eine Tür nach der anderen. Er geht zum ersten Cousin und sagt also, was läuft? Steh mal auf, Len. Und dann hat er so, also geht er zu ihm, ein bisschen so Spaß, weißt du, er so, Len, chill, ein bisschen Spaß boxen zusammen. Geht andere Türen. Und du eine scheiß Giraffe und so. Steh mal auf, ne? Bro, nachher höre ich einfach so, was macht der Zero? Ich laufe bei mir. Ich mach dir so, okay, Bro, was läuft, Bruder? Nicht so viel chillen bei dir. Tschüss, oder? Ja. King, Alter. Nicht so viel bei dir, ja, nicht viel chillen und so. Ich so, also, was machst du? Nicht viel, Bro. Bro, mir ist so langweilig gewesen, ich habe eine Doku geschaut über einen Planet, wo es scheint gibt, aber sie den suchen und ich habe den NASA anfangen mit Bildern so, weißt du. Ich habe einfach nicht etwas machen, allein, Alter, voll im Ding. Auf jeden Fall nachher, ich so nicht viel da, so Sachen machen. Er so, Bruder, lad die Film, du kannst machen, wie du willst, wenn ich sage nein, dann ist nein. Er weiß nicht, was geht. Ja. Und nachher, also komm aber chill mit uns, easy. Wir gehen auf den Balkon zu 4 Zimmer. Nachher, mein einer Cousin, wo mit dir wohnt, er so, ey, ich glaube, ich mache einen Online-Casino-Account. Mein Cousin sagt, mach nicht, gib mir, ich bin mit meinem Account. Bei mir läuft. Bro, Online-Casino ist so Zuerst so, bei mir läuft, mach. Nachher ist, nein, ich habe einen eigenen Account. Bruder, schau, wenn du einen eigenen Account machst, heute wäre es 100, morgen 200, übermorgen 300. Mach bei mir, wie nachher hast du 100 Franken, wenn es weg sind, sind weg, du hast keine andere Option zu machen. Ja. Als wäre Internet nur jetzt in dem möglich. Ja, egal. Er sagt, nein, ich mache eigenen Account, Brian macht eigenen Account. Und nachher fängt er auf dem Handy an zu spielen. Ja. Und nachher, ich so, ja, was lohnt sich eigentlich zum Spielen und so? Und der geht so, Bruder, Book of Law, Merlins, die 3 Spiele, die sind finest. Finest. Nein, Bro. Und wir spielen und dort bin ich gestorben, Bro. Also wir fangen an zu spielen. Ich sehe, also bevor sie anfangen zu spielen, ich sehe, du hast schon Gewinn gemacht und so. Also ja, Bruder, geht vor kurzem, ne, so und so viel, letzte Woche so viel, ne, vorletzte Woche so viel, nach einem anderen Cousin. Maar der, jede Woche macht er Geld, ne, dies und das. Und er fängt so an lachen und redet, nach einem anderen Cousin, der ist so, auf Türkisch er so, machst du auch oder was? Direkt. Machst du auch oder was? Gehst du mir per Nase? Ich liebe den Typ. Und nachher er so, nein, kann ja auch, Bruder, ich gönn dir jede Rabe, wo du gewinnst. Aber ich sage nur, jedes Jahr sagst jede Woche sagst ich habe gewonnen, aber... Auf jeden Fall, Bro, das war einer der geilsten Abende, weil nachher habe ich so mit den Cousins chillt den ganzen Abend. Er hat gut da. Und schlussendlich haben wir mit auf dem Balkon chillt, weißt du, und geschaut. Wir so, Bruder, weißt du, alle, sogar ich habe mit Fieber, es geht nur um das Geld. Ich so, Bruder, Freispiel, weißt du, Der Freispiel ist der wichtige, Bruder. Spielt das nicht, Bruder, glaubt mir. Nein. Online-Casino ist etwas vom Dümmsten, was ihr Spielen machen nicht. könnt. Ja. Machen nicht. Nein. Bro, auf jeden Fall, nachher, Kannst du Fuß machen. der ist so, Bruder, da am Handy und so Szene, Männer. Nachher ich so, ey, schau, es gibt jemand, wenn ich den bezahle, egal wann, er ist sicher dabei. Bro, du machst immer so Szenen, Bro. Ich bin über ein Jahr nicht mehr gewesen, Bruder. Ich sage euch den Namen nicht. Ich lüte an und eigentlich direkt nimmt ab, nicht ab, noch so easy, redet weiter. Dann kommt das Telefon zurück, ich so, er ist er. Ich bin Fresse. Ich so, nimm ab, Blut. Was geht, Bro? Ey, nicht viel, Bro, chillen bei dir? Nicht viel. Ey, Bro, was meinst du? Gehen wir Schaffhausen? Meinst du ernst? Ja, Bro. Weißt du, gerne will ich mit euch ein bisschen hängen, Bro? So, meinst du ernst? Ich so, ja, Bro, ich, Hüs, den und Schein, wir gehen alle und so. Nein, ist mein Ernst. Nein, sag ehrlich, Bruder, mach keinen Witz über das, weißt du? Ich so, ich weiß nicht. Nachher der Hüs so, komm, Bruder, komm. Ja, easy, ja, mein Gönner. Direkt so. Hey, nein, Bro. Ja, auf jeden Fall, wir haben vom Fernsehstream, Bro. Sogar? Mit Apple TV verbunden, die ist so technisch. Ja. Der Hüs, der nie so überfordert mit kleinsten... Ja, auf einmal den kennen. Er so, ich brauche HDMI, ich brauche dies und das, verbindet er alles. Nachher machen wir am Handy, auf jeden Fall. 100 Schutz Einsatz, ist er auf 70 Gaben, auf 220 oder 30 und nachher Schluss verloren. Ja, man, das war lustig Abend. Nachher haben wir gesagt, ich schaue nie einen Horrorfilm, du weißt. Ja, ich hasse es auch. Ja, aber ich habe Bock, ich so, komm jetzt mit der Cousins Horrorfilm schauen. Krass, was hast du geschaut? Nicht so wichtig.
Sag. Nein, wir haben etwas angefangen, wo wir nachher... ja, nein, das sagen wir nicht. Genau. Nein. Oder was du gefunden hast? Der Film ist, nein, Bro, das... Wir den haben Namen sagen wir nachher haben wir realisiert, das ist Cut-Version, so zum Glück haben wir Cut-Version geschaut. Ja. Hä? Ja. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, zum Glück haben wir abgestellt. Bro. Bro, wir haben die Cut-Version gesehen. Die haben noch die Warte. harmlose Version Warte. gesehen, Bro. Bro, wir haben die Cut-Version gesehen und es macht gar keinen Zusammenhang. Ich verstehe gar nicht, was passiert. Weißt du, alles Schlimme ist so weggeschnitten. Oh mein Gott. Und nachher- wow. Nachher so mein... So der eine gefragt, so, wo geschaut hat, ich so... Ey Bro, ist das jetzt ein Film? Also, nein, ist Cut offensichtlich. Ich so, ja, der hat gefragt, was eigentlich passiert wäre. So. Er fängt an zu erzählen, so, oh mein Gott, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich nicht geschaut. Bro, das ist so ein schlimmer Ich Film. habe den Uncut gesehen und das gibst Bro, du nein, nicht, hör Bro. auf, wir reden nicht mehr über das. Ja. Bro, oh, ich hasse den Film so Das fest. ist so Ja. nicht Also ich bin in meinem Leben noch nie so froh gewesen, dass ich den Film nicht geschaut Hey, habe. nein, Bro. Oh, der Film ist dass ich auch- auch 1,5 Stunden in meinem Leben nicht, also wirklich so, ich bin so froh gewesen, 1,5 Stunden in meinem Leben sind weg und ich bin froh, sind die so weg und nicht, dass ich die anders verloren habe. Und noch nie bin ich froh gewesen, wirklich so, dass ich einen Film geschaut habe und gesagt habe, oh, er ist fertig und ich habe zum Glück nicht alles gesehen. Bro, Ja, Mann. der Film ist ja uncut verboten in sehr, sehr vielen Sehr viele Ländern. Länder, ja. Und den kannst du aber cutted einfach auf YouTube kaufen. Ohne Scheiß. Ja. Weißt du, die so, hey, schauen wir den? Und ich so, ja, Name, Stream, einfach so YouTube, kannst du mieten für 6 Stutz. Ich so, Bruder, er kann gar nicht so schlimm sein, wenn er auf YouTube ist. Krass. Ich Also. so, ja, komm, Ja, dann das schauen hat wir. mich auch schockiert. Aber auf der Cut-Version siehst du nicht viel. Ja, nein, du siehst nur Dialog. Bro, du siehst, eben, ich bin so... Hey, Bro, Ja, lass egal, mir bitte gehen wir das nicht drauf Thema. ein. Lass mir bitte Das, das Thema, das ist Bro. krank. der Ja, auf Film. jeden Fall haben wir dann das nicht geschaut. Also haben wir dann gesagt, hey, Ja. zum Glück nicht geschaut. So. Und nachher haben wir «Der Schacht» geschaut, der klassische Film. Der was? «Der Schacht». Der, wo auf Netflix ist? Ja, genau. Mhm. Das ist für euch ein Horrorfilm? Nein, mir so, hey, Aha. mir so, oh mein Gott, Ja. das könnte passieren. Nein, mir so, jetzt brauchen wir irgendetwas. My Little Pony. Ich so, Shrek, meine ich? Ja. Ey, der neue gestiefelte Kater Ja, hat die Fall eine Bewertung von 96% auf Rotten Tomatoes. Anscheinend ist er hure gut. krass. Okay, dann muss ich dann vergessen. Auf jeden Fall, ich so, Shrek, meine ich? Die so, nein, ich so, nein. Scheiße. Und nachher, mir so, komm, Thriller wenigstens so ein bisschen. Und nachher so am Schluss... Ich muss etwas denken. Nachher müssen wir aber am Schluss sagen, so, hey, komm, hast du ein bisschen Nachbei und so, weißt du. Dann haben wir das geschaut. Kaputt gelacht. Mein Cousin so zuerst, ich habe den nicht gesehen. Wir so, oh, so, komm, Bruder, der ist so geil und so, du denkst voll drüber nach und so. Nach 5 Minuten, ich habe den ganz doch gesehen. Wir so, ja, komm, schauen wir. Der, wo ich schwöre. Was hast du daran gedacht? Ich kann es jetzt nicht sagen. Okay. An eine Figur von Schreck, Ja. wo du immer mir sagst, wenn wir mit gewissen Leuten unterwegs sind. Aha. Ich habe den Dynamik noch so im Kopf. Es mir so leid, ich muss den Namen lernen. Aber, Hey, scheißegal. Hey, Bro, zum Abschluss. Ja. Sag mir, wie lange sind wir schon dran? Über eine Stunde. was? Über eine Stunde. Über eine Stunde schon, okay. Bro, ich habe letztens mit dem Yilmaz gamed und die haben einen Kollegen. Ein korrekter Typ, Bro. Ich liebe das über den Dale. Ja, der Dale. Der Dale Bombale. Ja. Bruder, letztens ich so, wo ist der Dale? Und dann sagt er mir so, er ist und dann hat er mir etwas gesagt, was ich wirklich nicht erwartet Ey, habe. der Typ, ich liebe ihn für das. Wirklich. Er einfach so, er ist am Sujuk mit Ei machen. Einfach der Dale. Sujuk-Toast. Ja, ja. Sujuk Toast. Ja. Einfach der Dale. Und ich sagte, Bro, also meinst du so Salami oder meinst du Sujuk? Er so, Sujuk. Ich so, wie? Dann sagt er mir, erzähl du, was er sonst noch so macht. Bro, an dem Tag hat der ist so ein Liebhaber von Maggi McChorba, Linsensuppe. Was für ein King. Das ist der Weg vom Sandro. Was Ja. für ein Drei. King, Bruder. Und Sag. nachher hat er uns ein Video geschickt, er so Linsensuppe à la Dale. Einfach Mergi make sure machen, Bruder. Ja. Wenn er kein Typ wäre, ich hätte ihn kaputt, Bro. Nur schon wegen dem, Bro. Ich Er- wollte er eine hat als- Frau, die Mergi make sure kann. Ja. Er Oder ist mir wirklich- beibringt, Bruder. Er ist ein Baba-Typ, Mann. King, Alter. Ja. Den haben wir kanakisiert, der Typ ist... Bro, kaputt kanakisiert. Aber wirklich, Bro, der Typ ist 1:1 kanakisiert worden. Letztes redet er mit mir Türkisch, welches Wort kann er? Ich hau er viel, Bro. Aber ich kann Wir nicht haben- alle droppen. Wir haben unseren Fokus auf den Gili und den Sandro gelegt. Beide zusammen. Sandro ist wieder langsam zurückgegangen, mit etwas machen. Das andere müssen wir wieder Aber oh charakterisieren, mein Gott, Bruder. Bro. Oh mein Gott, bin ich gestorben. Bro, ich kann so auf Nusret seine Insta-Page, weil ich so, weißt du, wird er cancelled jetzt? Ja, ja, So keine wegen der Ahnung, WM und Bruder. so. Ja, Spaß. Ja, weißt du, ich so, komm, Ich habe gestern ein Video gesehen von ihm, wo er über 3000 Stutz gezahlt hat, Ja, ja. damit er kommt, Und geschnitten wird. go Fleisch schneiden. Ja, und Der die Typ füttert. einfach mit AirPods am Telefonieren, Ja, Bruder. ja. Na, aber kann durch den Borst schon. Während er das macht, Bruder. Ja, ja. Das gibt's doch Dreist. nicht, Bro. Bro, du, eben, es ist
Wenn Leute das Geld ausgeben, Bro. Oh, hallo, So, der was ist Rest das ist so gewesen? los. Habt ihr das gehört? Simon. Ist doch etwas runtergefallen oder so? Nein, Bro. Schlimm verschrocken, ja. Okay. Auf jeden Fall, Bro, ich gehe so auf nur seine Seite. Ich so, komm, ist das wegen dem, wo WM passiert ist? Weil du hast immer so, nach der WM immer wieder so gelesen, an dem Tag hat US Open gesagt, er ist vom Finale Band. Ja, Die haben gesagt, er kommt nicht das Coachella Fest und so weiter, alles das Mögliche. ja. Ich so, komm, ich kann mal das Instagram abchecken und sehen, weißt du, will schauen, wie so Kommentare sind. Die letzten 3-4 Beiträge, weißt du, so, wegen Cancel Culture und so. Ja. Bro, erste Bild. The fuck he think he is und so weiter, all das Zeugs. Kommentar. Ja, ja. Zweiter Beitrag kann ich, what the fuck, why you're kissing the World Cup, you're not Argentinian, Mhm. Dritter Beitrag, oberst oben. Ja. Ohne Like, ohne nichts, einfach, weil ich mit ihm befreundet bin. Ja. Der Gili. Der Gili. Sick, der geht. Und auf dem dritten Bild seht ihr, wie er so Medaille und den Pokal hebt. Er sick, der Was für ein King, Bro. Der Gili, ich Legende, liebe Mann. den. Und dort habe ich gewusst, er ist gut kanakisiert worden, aber so mehr so richtig kurdischer Style. Bruder, ich liebe aber auch, wenn ich heimgekommen bin und Ja. der Gili gesagt hat, oh, das habe das Sabin, was ist das? Immer bei mir auch. Sir hat noch beim Morgen. Ich lieb's. Ich sehe ihm, Sir, Choki, Arbeit, Sikim. Hey, nein, Bro. Legende. Ja, Mann. Das Easy, hat mich Bro. gefühlt. Ja, wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Guten Rutsch, guten Start. Habt euch Sorge, passt gut auf euch auf. Und, Like, subscribe, comment. und das letzte Mal in diesem Jahr ist das Outro von Yilmaz. Gebt euch. Das ist kurz und bündig.